Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und heute haben wir einen großen Tag, nach fast einem Jahr YouTube. Da guckt, mein erster eigener Blaster. Ja, das ist Modell. Aber heute gucken wir uns, ganz gemütlich, heute gucken wir uns die Originalversion an. Statt da seitlich. Da. Ihr seht's noch nicht. Holen wir's mal ins Bild, oder? Holen wir's ins Bild, dann seht ihr's auch. Da guckt. Und es sieht fast so aus wie das Modell. Nur ein bisschen schöner, das mein Modell, das ist ein bisschen, ja, da ging es mir ein bisschen drum, die Zeit zu komprimieren. Einfach nur gucken, was mir farblich so gefällt. Und da guckt. Das ist der Hammer. Magazin ist leer. Das Ding, das müssen wir noch mit der Spannungsquelle verbinden. Die ist jetzt auch leer, fällt mir auf. Batterie muss ich nachher kurz noch holen. Die sind noch in der Swordfish drin. Ich hab da bloß einen Satz davon. Aber guckt euch das an. Das ist ja der Hammer. Und da habe ich auch geguckt, dass ich frische Düse und alles. Und ist mir zwischenzeitlich die Heizung auch kaputt gegangen. Also. Aber alles, das habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich mit dem YouTube da angefangen habe, dass ich dann irgendwann mal einen eigenen Blaster mache. Und ich habe auch nicht gedacht, dass der so aussehen wird. Also, heute wird es auch ein bisschen philosophisch. Das ist, also, wir schwätzen halt ein bisschen. Das ist, ja, habe einfach mal damit angefangen, weil ich gedacht habe, ich will so ein Trommelmagazin in der Konfiguration. Habe ich sonst nirgends gesehen, habe ich gedacht, das will ich haben. Oder will ich erstmal wissen, ob's Gott. Und dann habe ich gedacht, das wird eine American 180 oder so. Und jetzt ist dann doch das da geworden. Und da seht ihr, habe ich unten eine Abdeckung dazu gemacht. Ich habe den letzten Tag schon ab und zu mal einen Short hochgeladen, dass ihr da auch Fortschritt seht. Das ist nicht reingeklebt, da sind 2 Schrauben drunter. Auf der anderen Seite haben wir das auch. Steht Blasteringenieur, da wisst ihr, dass es von mir ist. Die Seite sieht noch schöner aus. Ja, dahinter das ist halt, ja, eine Seite muss halt auf dem Druckbett liegen und ich wollte da kurz weiter draus machen. Das wäre natürlich auch gegangen, aber so oder so. Aber das sieht schon. Das ist hier. Das kommt richtig gut raus in der Farbkombination. Das da vorne ist natürlich nicht geklebt. Da fehlt die Mutter noch das. Weil es kann sein, dass man Schwungrädles Käfig halt noch. Einer von den Motoren will nicht mehr so richtig. Das ist halt. Ja, die sind glaube ich nicht für 11 Volt oder was die EMRs da ausgeben. Die sind da nicht dafür ausgelegt. Aber das ist schon. Das wird nicht geklebt da. Das muss ja alles. Da muss man aufmachen können, damit man nachher, wenn irgendwas ist, dass man da nachkommt. Sag's euch, ich bin begeistert. Und ich habe auch eine Idee, also das ist ja jetzt bloß der erste Blaster mit dem Konzept. Will jetzt ich glaube als nächstes kriegt das Ding da so Tracer-Unit mit UV-LEDs drin. Da machen wir dann einen Haufen LEDs, dann müssen wir da vorne noch irgendwie gucken, dass wir da Strom rauskriegen. Und das dann irgendwie, das Ding da vorne drauf. Also, den Lauf müssen wir halt einfach ändern. Aber das geht recht einfach. Ich meine, der Lauf ist auch nicht reingeklebt da vorne. Der ist bloß da reingesteckt. Das ist der ganze Witz an der Geschichte. So ist der reingesteckt und gut ist. Was hat er? Schwungrädler. Habe ich auch immer Short drüber geschwätzt. Ich sehe mir jetzt ein paar Mal rausgeflogen, da habe ich auch Verbesserungsmaßnahmen getroffen. Da haben wir Dinge mit Schrauben. Das können wir uns nachher mal kurz angucken, falls ihr euch den Short nicht angeguckt habt. Dahinter, das ist Spannungsanzeige. Das ist dann die Klappe. Das dient auch gleichzeitig da als Griff, um das aufzumachen. Weil das Ding kriegt man sonst nicht auf, wenn man da nichts hat oben. Deswegen habe ich gedacht, da mache ich mal irgendwas hin und das sieht dann schon cool aus. Das ist halt schon. Die Schulterstütze, die macht einem das T-Shirt ein bisschen kaputt. Aber sonst eigentlich, ich habe gedacht, die sei unkomfortabler. Also ich habe Schlimmeres erwartet. Das geht eigentlich recht gut. Die Spitze, die ich vielleicht wegmache, wenn ich da jetzt nicht irgendwas mache, also da wollte ich jetzt einfach irgendwas machen, das halt einfach nur cool aussieht. Also das ist auch da vorne die Spitze. Also wenn man dann irgendwie
ja, so ein Spieler einsetzen will oder so, dann sind die, glaube ich, nicht so geschickt. Also entweder die verletzen irgendjemand oder die brechen ab. Zweiteres wäre, glaube ich, das harmlosere, aber das Ding müsste man halt tauschen. Und das hinten ist ja auch, das ist ja auch, gut, das obere ist da noch geklebt, aber sonst, das ist ja auch bloß geschraubt. Da täte ich halt dann, oder halt einen anderen Blaster nochmal rauslassen. Aber das ist schon cool und ein cooles Konzept, das mit Mittelfinger bedienen. Und eigentlich, ich habe ja noch ein paar Ideen für den nächsten Blaster. Also, na gut, der Blaster kriegt jetzt noch ein Tracer Unit und dann belassen wir das bei dem. Weil Doppelstöcke kriegt man das bei dem nicht so einfach hin. Das ist, da ist das Ding im Weg. Scheiße. Gott, das Magazin geht immer nicht richtig neu, wenn wir nicht Pfeile sind. Da muss man dann das Schieberle auf die Seite. Das ist kein Problem, wenn die Pfeile drin sind. Mein Werkzeug. Hochprofessionell. Und zweistöckiges Magazin geht da, oder mehrstöckiges Magazin geht da halt schwer. Und dann muss ich mir irgendwas überlegen. Ich glaube, die Schraube muss ich ein bisschen näher nachrücken. Das können wir vielleicht auch einfach kleiner machen. Und dann hätte es da auch gegangen mit dem. Oder da was anderes. Aber vielleicht machen wir da auch einfach. Ich will ja noch so ein eher pragmatisches Konzept nur machen. Das halt recht kantig mit, wo man dann auch unter Anbauteile und Zeugs noch machen kann. Das wäre schon auch cool. Also da auch verschiedene. Und irgendwann mal eine Comic-Optik. Aber alles nach dem anderen. Oder was euch auch so in die Kommentare einfällt. Da sind ja der Fantasie eigentlich fast keine Grenze gesetzt. Also da kann man alles Mögliche machen. Und was mir noch aufgefallen ist, mittlerweile Gott, das hier, kann man das Magazin auch umdrehen. Das könnte man auch, so dass man 2 Blaster hätte. Und da könnte man da den unteren Blaster, dann müsst ihr aber den Schalter irgendwo da vorne hinlegen. Also da, wo der Finger ist. Vielleicht. Den muss ich sowieso, also das ist auch geschickt, dass ich das bloß für Rechtshänder ausgelegt habe. Also das habe ich jetzt halt gemacht, weil ich den Schalter braucht habe und nicht dran gedacht habe, dass ich vielleicht einen Schalter brauche. Und weil der Kabelkanal halt da durchgeht. Ich meine, geschickter wäre es, wenn der Schalter irgendwo da vorne wäre oder. Ja, Schalter wäre, glaube ich, besser. Schalter gefällt mir besser, wie wieder nochmal was zum Drücken. Und da könnte man, oben hätte man dann von oben einen Blaster, wo man dann so richtig hier anlegen. Also so Präzisionsblaster, da unten ist halt einer mit viel Munition. Das ist also 2 in 1 Blaster. Und dann kann man den oberen mit dem Zeigefinger bedienen und den unteren mit dem Ringfinger ist das, glaube ich, der Ringfinger, ja. Und dann hat man das. Aber ich glaube, das machen wir, das setzen wir beim Pragmatischeren um. Da muss ich gucken, dass man Schulterstütze, weil die ist echt recht komfortabel. Also wenn man das Spitzezeugs da wegmachen hat, die ist echt gut. Also, bin ich schwer überrascht. Ich meine, Zielvisier ein bisschen angeschickt, weil, ja, da ist das Ding ein bisschen irgendwie im Weg. Aber eigentlich wäre es auch cool, irgendwie so einen Bildschirm zu haben und auch das Kamera zu haben, dass man tatsächlich auf dem Bildschirm gucken kann oder so. Also irgendwas richtig abgefahren ist. Oder da hat ein Bildschirm und dann kennt man da auf dem Bildschirm gucken und das wird vorne mit der Kamera gefilmt. Ich weiß es nicht, also ich glaube, den lasse ich jetzt mal so. Aber wir waren da sicherlich eine unterschiedliche Variante machen. Und wenn er den Kanal gut unterstützt und alles, dann habe ich mir Zeit, da verschiedenste Varianten zu machen irgendwann mal. Also lasst Kommentare da, lasst ein Abo da, unterstützt mich, das lohnt sich. Hab Idee und dann kann ich mal irgendwo eine gescheite Werkstatt leisten. Das ist momentan, das fällt mir ab und zu, das kostet mir ab und zu Zeit, wenn ich das Zeugs irgendwo überall habe. Weil ich keine richtige Werkstatt habe. Ja, aber ich jetzt sagen, wir gucken jetzt mal, dass man den Monitor anschließt. Was ein bisschen schade ist, das war ein Modell so schwer, oder ist ein Modell so schwer. Das macht der halt nicht. Und das ist halt vorne, ist schon recht fragil wahrscheinlich. Also, ist stabiler, wie ich eigentlich gedacht habe, aber ist trotzdem noch recht fragil.
So. Ja, der will ein bisschen nach vorne kippen. Ja, das Blasingenieur sieht schon cool aus. Das ist jetzt da sind die Schrauben noch drunter. Das müsste man jetzt alles, jetzt lege das jetzt mal, weil wir müssen, das sind die Kabel noch, die hängen noch lose rum, also das funktioniert prinzipiell, ich habe es testet. Und da war die Kabel da durchgeschleift. Ich meine, das habe ich im Modell schon geändert, dass da noch ein scheiß Loch drin ist, aber ja, ich wollte es jetzt nicht nochmal ausdrucken, also habe ich ein bisschen reingebaut. Und das ist auch nicht so. Ja, das mit dem Schraubenzieher halt gemacht. Und mir sind da die Schraube von dem Ding abhanden gekommen, deswegen müssen wir das auf jeden Fall aufschrauben. Aber ich würde jetzt sagen, das mache ich mal im Schnelldurchlauf. Das Magazin hier raus. Zack. Und dann gucken wir, ob das alles geht. Dann bis gleich. So, lässt sich noch zerlegen. Das ist da noch. Auf der einen Seite ist immer bloß doppelseitiges Klebeband. Die andere Seite ist geklebt. Da seht ihr, da sind immer die Schrauben rausgeflogen. Aber ich dachte, den muss ich sowieso zerlegen, also ist nicht so dramatisch. Das Einzige, was vielleicht noch geschickt ist, das Kabel geht halt ganz vor durch bis zum Schwungrädelskäfig. Also den kann man nicht richtig ausbauen. Das kann sein, dass wir da noch irgendwann mal noch vielleicht Steckverbindung oder so, wenn man das neu kriegt. Dass man das auch trennen kann. Ich glaube, da habe ich den Griff, den habe ich vielleicht gar nicht geklebt. Das kann natürlich, das können, doch, ich glaube die Seite, ja, ich weiß nicht. Also wenn ihr den Griff nachgeklebt habt, dann war es halt nicht so geschickt. Also das da ist also auch bloß mit doppelseitigem Klebeband an der Stelle. Und an der Stelle, da kann man das ein bisschen ablupfen und nach vorne ziehen. Und da Hanne, das Teil ist da Hanne nicht nachgeklebt. Das oben, das habt ihr gesehen, das ist ja auch bloß gesteckt. Machen wir das mal weg. So sieht es dann schon wieder bekannter aus. Können wir da mal ein bisschen designen vorne. Das unten ist geklebt, also dass die Schrauben dann eingeklebt sind. Das ist schon okay, die sind da schön eingehaust, das müsste dann passen. Und dann fallen da auch die Muträume nicht mehr raus. Also das Teil ist auch bloß reingeklickt. Also ja, das hätte ich vielleicht auch vom Druck her aufpassen sollen. Ich glaube, das ist bloß. Der Griff ist bloß. Der klebt überhaupt. Oder hebt der einfach. Ich glaube, der hebt einfach nur eine Schraube fest. Da habe ich keinen Kleber, also. Das ist dann ganz praktisch, weil dann kommt man nämlich an das Kabel nachher wieder noch. Weil dann kann man nämlich vorne den Schwungrädel, die ganze Einheit wegmachen und den Schwungrädelskäfig wieder rausmachen. Ja, das sind Probleme. Ja, das ist ganz praktisch. Also ist alles so, also ich habe fast keine Stützstruktur braucht. Das war gerade das da noch. Das habe ich liegen gedruckt, weil stehend war es von der Stabilität. Ich muss erst kaputt gegangen. Und habe ich das ein bisschen schmaler gemacht. Das braucht eine Stützstruktur. Was war es noch? Ja, das habe ich mit Stützstruktur gedruckt, weil das war stehend. Na, das hat nicht ganz so geklappt. Da hat es das ein bisschen hochgezogen. Das da braucht eine Stützstruktur der Hanne. Seht ihr, das ist da ist festgeklebt. Aber sonst, der Rest ist geschraubt. Also da braucht es. Weil das hätte man eigentlich auch mit dem Teil zusammen ausdrucken können. So wie ich das jetzt gerade sehe. Hätte ich es nicht kleben brauchen. Ja, wäre vielleicht dann nicht ganz so rauskommen. Egal. Das habe ich. Dass ich das in eine andere Farbe auch rauslassen kann. Deswegen macht das schon Sinn. Das heißt, das braucht eine das Teil braucht ein bisschen eine Stützstruktur. Das ist auch bloß auf einer Seite festgeklebt. Und der Rest müsste eigentlich ohne Stützstruktur zurechtkommen. Wenn da könnte man noch verwenden, brauchen wir aber nicht. Das schafft es auch so. Das müsste alles. Das spart dann schon Zeit und Material. Das will die Stützstruktur drucken. Das ist noch bloß mühselig, das zu entfernen. So. Mache ich dann noch die Schreible rein.
mach diesmal Schraubekleber rein. Dass wir da. Weil da ist die Schraube, die habe ich. Die ist da innen drin vergraben. Das ist okay so. Und dann machen wir da noch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man T-Stück macht oder ob das direkt da nachlöten. Gut ist. Bin nur am Überlegen. Ich glaube, ich löse es direkt noch und dann ist aufgeräumt. Dann mache ich das mal schnell und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, finden wir doch mal zuerst mal raus, ob das überhaupt geht, bevor wir es zusammenschrauben. So, das ausschließen. Dann das so rum, professorisch reinlegen und 11,6 Volt haben wir, sagt's. Und das ist schön kriegen. Und dann guck mal. Ah, das seht ihr. Das Motorle treten, das will nicht mehr so richtig. Nein, ich glaube, der ist hinüber. Das müssen wir, glaube ich, auch noch machen. Bevor wir da jetzt das alles zusammenschrauben. Ihr habt da auch schon Ersatzmodelle da. Und ihr habt euch ja in dem Short mal gezeigt. Habt da also Versuche gemacht, weil mir die Schwungräder stehen, die abgefallen sind. Mit einer Schraube. Und das habe ich im Short mal gezeigt. Gucken wir uns nochmal an. Für die, die Short nicht gesehen haben. Das wackelt so sehr. Das wackelt so sehr, dass ich echt zu kämpfen habe, das da in die Kontakte zu halten. Und ich dachte, das machen wir mit 2 Schrauben, einfach halbig gemacht. Das seht ihr. Ja, das Druckbett war nicht ganz sauber, aber ist okay. Das ist schon wesentlich besser. Und ich würde jetzt sagen, wenn wir da das Modell tauschen, dann ersetzen wir da auch alle Schwungrädler durch die da haben. Das können wir gleich verwenden. Ein bisschen lose machen. Andere Seite ein bisschen lose machen. Und zack. Ja. Da muss ich aufpassen, die sind glaube ich nicht universell. Also da kann es sein, dass die linke Seite ein bisschen anders ist wie die rechte Seite. So präzise habe ich das nicht entworfen. Aber ja, das sind Dinge. Das kann man dann alles überarbeiten, wobei, sowas, also, der hätte ich glaube nicht, also wenn ich das sauber, ja gut, von daher taugt es. Also von daher, ja, das ist noch alte Frontstück. Das landet glaube ich jetzt auch im Archiv. Oder vielleicht mal, ja, im Archiv, da ist gut aufgeräumt. Also, ich tausche das Motor mal. Ihr seht, der tolle Gott. Das schrauben wir zusammen. Und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. Ja, Weggang ist einfach. Das habe ich ein bisschen Push gemacht. Das hat eigentlich so rum sein.
Hey, wenn wir da mal irgendwo. Wobei, ne, das muss ich jetzt schon so lassen. Aber das ist ganz gut, das Schwungrädles Käfig ist leicht rausgegangen. Nur das Motorle geht jetzt nicht so leicht raus. Da ist ein bisschen Leber reingelaufen. Seht ihr, wie das da aussieht. Ja, die Schraube da habe ich nicht verwendet. Das habe ich mal vorgesehen, aber das sind auch welche. Habe mich dafür entschieden, das nicht zu verwenden. Muss jetzt mal gucken. Rotzagen oder sowas holen. Das dann den rausdrücke. Irgendwie gucke, was für Werkzeuge ich finde. Ah ja, Schwungrädel schon mal weggemacht. Ich guck mal, wie ich das hinkriege. Seht ihr dann im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, bevor wir das jetzt alles wieder zusammenbaut, testen wir mal kurz. Es ist spart einem Zeit, wenn man Glück hat. Aber da habe ich T-Stücke jetzt gemacht, da habe ich mich dafür entschieden, weil das Kabel, das war schon ein bisschen kurz. Das ist dann wie Verlängerungskabel. So, an. Gott wieder. Ja, das ist klar, die geht wahrscheinlich regelmäßig kaputt. Die sind dafür nicht ausgelegt, aber hab gerade nicht kein bessere da. Aber langfristig machen wir da bessere. Nein. Jetzt gucken wir erstmal, machen wir da überall die Schwungräder rein, dass wir das Problem schon mal weg haben. Aber das mache ich im Schnelldurchlauf, weil das ist kein spannendes Geschäft. Dann bis gleich. Ich sag's euch, das hat jetzt mehr Nerven gekostet, als ich gedacht habe. Da muss man die Scheibe da reindrücken mit einer anderen Schraube, dass die auch gescheit drin, oder die Mutter da reindrücken, dass die gescheit drin sitzen und. Ei. Ja, das hat jetzt länger dauert, wie ich gedacht habe. Jetzt gucken wir. Okay, das gangen noch alle 4 Modelle, das ist gut. Jetzt schrauben wir es zusammen. Und es rechtfertigt dann auch mal wieder eine Messung. Und dann gucken wir, was da jetzt rauskommt, weil das könnte noch mal ein bisschen noch mal den Crush erhöhen, also die ganze ein bisschen zusammenbringen. Aber gucken wir einfach. Oder vielleicht den Grip erhöhen, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, warum noch kein Hersteller auf die Idee gekommen ist, dafür so kleine Schwungräder zu machen. Also, das wäre einfach praktischer, wenn ihr da was Fertiges kaufen könnt und das dann bauen könnt. Also, falls ihr das da hört und macht das mal. Ich kann es nämlich. Also, ich kann das nur mit 3D-Drucker und da sieht es halt so aus. Ob das taugt, das muss ich noch rausfinden. Da finden wir jetzt zusammen raus und wenn es der erste Test besteht, dann muss ich da schauen, was sonst noch für Fehler auftreten, wenn man das ein bisschen länger verwendet. Aber das finden wir raus. Dann schraube ich mal weiter zusammen und dann testen wir. Bis gleich.
Ah, Scheißele. Gut, dass ich nochmal getestet habe. Vorher also. Ja, jetzt geht's. Warum hat der nicht mögen? Aber das ist schon spannend zu sehen, wie da die Spannung. Ja, der wird auch nicht ewig halten, aber das schrauben wir weiter zusammen. Bis gleich. So, Dele, jetzt müssen wir da nur noch Pfeile reinladen. Und dann müsste es gegangen. Ah, das ist natürlich jetzt nicht ganz so geschickt, dass man da reinfassen kann und alles. Also eigentlich müssen wir noch einen Sicherheitsschalter machen, dass das ohne das Magazin gar nicht geht. Was ich auch noch gemacht habe, faszinierend, jetzt ist hier balanciert, jetzt ist so, wie ich es gerade hätte. Ich habe die Schildler auch noch in dunkelgrün ausgedruckt. Aber habe es nachgehoben und festgestellt, gefällt mir nicht so. Und was wir haben, Pfeile mit schwarzer Spitze. Habe ich selber gemacht. Ich habe so viele Pfeile die schwarze Spitze weg. Da guckt, das ist schon ein Pfeil drin. Jetzt geht's rein. Ah, das ist in dunkelgrün. Das sah im hellgrün schon besser aus. Vor allem habe ich da nicht ganz aufgepasst beim Modellersteller. Da muss man dann, wenn das einfach so ausspart durch das eine, muss man das eine, beim einen von beiden muss man ein bisschen Luft schaffen, sonst. Da habe ich viel gefeilt und viel gequetscht, bis ich das reingekriegt habe. Ich wollte es kurz mal machen. Ja, das packen wir auf Zeit, das brauchen wir nicht. Und ich würde jetzt sagen, ich lade das Magazin jetzt mal voll, was wir jetzt mal gleich mal machen können. Ui, das hat geschossen. Also gange tut's. Dann lade ich das Magazin mal voll. Und dann messen wir mal und spielen wir rum. Ah, was ich auch noch machen wollte. Gucken, ob das Modell bei 9 Volt noch Gott. Das gucken wir noch schnell. Nicht das. Uiuiuiui. Das sind seine letzten Züge. Das mag nicht mehr lang. Ja, da kann sein, dass die Kohle als verschlissen sind oder was weiß ich, was da hingegangen ist oder irgendwie so ganz zuverlässig. Oder irgendwas mit den Kontakten nicht ganz passt, weil. Ja, ist ja egal. Weg damit. Austauscht haben wir es. Es kann jetzt sein, dass das Vordere auch kommt und dann gucken wir mal, dass wir irgendwann mal, da mal gescheite Modelle reinbauen. Aber ich lade da jetzt mal Pfeile im Schnelldurchlauf rein und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, 6 Minuten später haben wir da jetzt 40 Pfeile reingequetscht. Jetzt gucken wir, das sind jetzt natürlich alles, also der Schaumstoff ist frisch. Und die Köpfe, die sind alle durch das Wortfisch einmal durchgegangen. Und die haben das Wortfisch abgerissen. Ja, Scheißele. Hat sich gleich noch quergestellt. Ja, was man da bräuchte, ist, dass man da irgendwie das drehen kann, dass man da irgendwie Zugriff auf das Schieberle hat. Das wäre natürlich praktisch. Dass man dann. Und den Steg muss ich rausmachen, dass man da mit den Fingern eingreifen kann. Dann kann man auch mal
so Situation leichter beheben. Also, und auch mir selber muss ich mir nicht mit dem Essstäbchen da durchgreifen. Aber ja, das sind nur so kleine Verbesserungen. Was ist jetzt da? Ai! Das mit den Schwungrädern hat doch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat es nach oben gedrückt. Eieieiei. Ja, schade. Schade. Ja, aber das Magazinladen, das ist Teil vom Spaß. Und ich jetzt sage, ich rufe mal das Messmittel, dass wir da geschwind auch noch Messungen machen können. Ich traue mal gerade genug Platz gemacht, dass man da mit dem Finger durchdrücken. Aber ganz 40 Stück sind eingegangen, das ist ganz praktisch. Also, das sind jetzt mehr wie ich eigentlich ursprünglich gedacht habe. Ich glaube, irgendwas, was war es, 2024, ich weiß es nicht mehr genau. Habe ich gedacht, gehen wir in den Blaster rein. Ja, so jetzt gescheit aufstellen, dann hebt's auch. Und was haben wir das letzte Mal? War die 26, alles Mittelwert. Ei. Ah, Scheiße, die Schwungräder, die Luft halt doch an. Aber was haben wir? Ah, das können wir glaube ich vergessen, so der Messung zu machen. Ich würde sagen, ich zerlege das nochmal kurz und guck, was wir da machen können. Und dann schwätzen wir weiter. Weil das will ich dann jetzt schon hinkriegen. Also, dann bis gleich. Mal kurz nachstellen. Jetzt, bis gleich. Ja, da hätte ich vielleicht ein Tripfel Schrauberkleber rein da sollen. Ich glaube, die haben sie einfach gelöst. Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Dann müsst ihr jetzt nochmal alles zerlegen. Und das nochmal. Und ein Schrauberkleber rein da. Das machen wir nicht. Das machen wir jetzt nicht. Jetzt gucken wir, dass wir noch Messwerte rauskriegen. Und dann lassen wir das gut sein. Das mache ich dann mal von mir, Leute. Ach, das hätte ich vielleicht kurz in der Pause resetten sollen. Entschuldigung. Jetzt hat. Sie ist resettet. Ei. Ei. Okay. Ei. Ei. Okay. Ich glaube, die Idee mit den Schwungrädern, die verwerfen wir wieder. Das. Ja. Führt jetzt auch nicht zu den besten Messwerte. Ich glaube, gut, dass ich die andere Schwungräder nicht weggeschmissen habe. Ich glaube, die waren doch ganz okay. Wo ist jetzt da der Rest? Ja, das war eine nette Idee. Haben wir jetzt gesehen im Praxistest. Da brauche ich gar nicht viele Magazine mit Verschießen. Das taugt nicht. Mal gucken, vielleicht auch mal ein Schwungrädler aus Gummi oder so, dass das vielleicht ein bisschen besser hebt. Oder da nochmal ein Gummiding rein. So in das nochmal irgendwie so das Gummiding reinquetschen oder so. Ja, das
Mittelwert von 14,1. 366 RPM, also runter pro Minute. Gar nicht so schlecht. Wo ist denn jetzt da der Rest von dem ganzen Zeugs? Das hat's jetzt schön hier gemacht. Ausgeschaltet. Ja, das müsste ich dann vielleicht doch an eine andere Orientierung drucken. Das ist alles 2. Das. Was ist das mit? Ach, das ist dahinter, das hast du mit rausgeschossen. das ist Blaster, der Schwungrädler schießt. Ja, ich glaube dann mal wieder die andere Schwungrädler. Nein, das Erkenntnis des Tages. Das taugt so nicht. Ich muss mal gucken, ob ich die in der anderen Orientierung, wenn ich die da druck. Weil das ist jetzt halt hier. Das ist klar, das ist die schwache Orientierung. Aber ich dachte, dass die Schraublöcher stark sind. Ja, das ist nicht so. Gucken wir, vielleicht kriegen wir das Magazin mit dem noch voll verschossen. Vielleicht hebt es so schon. Da ist jetzt mittlerweile so viel Kleber drin. Hoffe ich, dass ich euch noch ein bisschen was zeigen kann. Aber ich habe ja schon, da ging es eigentlich hauptsächlich ums Design. Das hätte eigentlich ein 10-Minuten-Video werden können, wenn ich nicht gemeint hätte, ich muss da technisch ein bisschen mit rumspielen. Aber ja, es geht Ausblicke um die Zukunft, Design wollte ich eigentlich. Jetzt gucken wir. Und eigentlich wollte ich bloß noch ein Magazin verschießen, aber das ist halt. Ja. Da haben wir noch Schwungrädler-Tests auch noch gemacht. Das ist ganz okay. Noch viel anderes mit. Jetzt gucken wir, ob das. Weiß nicht, ob da als Messwerte Sinn macht, weil mit dem, also so wie es da jetzt aufgebaut ist, haben wir mal, das war jetzt im Mittel 26,1, im Minimum 24,7 und im Maximum 27,3 jeweils Meter pro Sekunde, klar. Sind ja hier, da haben wir sinnvolle Maßeinheiten, nicht den Quatsch mit Fuß da. So, Einschalter, gucken. Das läuft schon besser. Ja, das lassen wir so. Die klebe ich dann halt immer wieder. Ach gut, die fliegt jetzt diesmal gar nicht mehr weg. Die war durch den Deckel aufgehalten, das ist ganz praktisch. Das ist, auch wenn sich das leicht verkeilt oder so. Ich muss mal gucken, das muss irgendwie muss das gehen, dass das besser wird. Ach, leer ist. Ja. Bleibt da so mit den Schwungrädlern vorerst. Da kann sein, dass ich mir da was überlege, dass die einfach runterdrückt, was dann gut ist. Also das war mir, vielleicht gerade die Gummiding da noch rein, dass das vielleicht noch ein bisschen für die nötige Reibung oder das sorgt. Es ist schon spannend zu sehen. Man soll vielleicht einen Deckel drauf machen. Seht ihr, ja, die hat's geklopft und dann dreht die da oben. Ja, ist dann ganz praktisch, dann fliegen sie mir nicht mehr ins Gesicht. Das ist Schutzvorrichtung. Das ist dann nicht bloß Design, das hat auch Funktion. Jetzt müssen wir da mal einen Pfeil einladen, dann können wir das Magazin einfach rein. So. Da muss ich noch was überlegen, weil das wäre schon cool. Und dann die eigentlich, ich meine, man braucht da jetzt keine stärkere Motoren reinmachen, weil die haut uns die Schwungräder und ist dafür noch viel schneller weg. Seht ihr? Jetzt geht dann auf knappe 10 Volt runter. Ja, die muss ich jetzt nochmal reinkleben und vielleicht taugt es schon, dass ich ein bisschen mit rumspielen kann. Weil das fände ich schon cool. Jetzt gucken wir. Batterie raus.
Also, riese Kabelgewirrwarr. Kann man dann ausmachen. So rausgotze. Aber mein Gott. Wunderbar. Die Kabel führen dann dazu, dass es nicht so rumwackelt. Das ist auch ganz praktisch. Ich bin echt zufrieden damit. Schick rauskommen. Das ist ja schon. Also das ist schon, ja, immer wieder ein toller Moment, wenn man dann irgendwas anfängt oder irgendwann mal sieht, wie das dann fertig ist. Und ich bin jetzt nicht hergegangen und hab den Blaster-Design und gemeint, die will das haben, sondern habe dann die Idee für das Magazin gehabt und die hat dann dazu geführt, dass ich dann einen Blaster drumherum gebaut habe. Und da habe ich irgendwie, ich will ein bisschen was Modernes, also Futuristisches haben, oder? Ja, dann ist das entstanden und jetzt. Und das Schöne ist, der Teil da vorne mit dem Schieber, das ist immer noch der erste. Das ist immer noch vom ersten Prototyp. Und der Schwungrädlerkäfig da haben wir 4 Prototypen. Also, ich glaube, der dritte hat dann funktioniert. Der hat aber Mittel plus 15,2 gehabt. Und der hat jetzt, also jetzt vielleicht gerade nicht, aber wenn die Schwungräder ordentlich reingeklebt sind, hat der 26,1. Also das sind die einfach ein bisschen enger beieinander. Die Schwungrädler sind dann da hinten. Gut, das kann jetzt sein, dass der Hanna auch das ein bisschen weniger wird, weil wir halt einfach einen riesen Lauf haben jetzt. Aber das Prinzip, also wenn die Batterien voll sind und die Module alle funktionieren, dürfte man die Messwerte ja wieder erreichen. Und wenn man den Lauf davon einfach wegmacht und dann mit dem Messmittel so nah wie möglich nachher. Und wir können ja jetzt prinzipiell, wenn wir das irgendwann mal die Schwungrädler so haben, dass die uns nicht abheben, sondern auf der Achse drauf bleiben, dann können wir dann nochmal eine Stufe dahinter oder auch bessere Motoren rein und gucken, was bei rauskommt. Aber dafür müssen bei jedem Motor erstmal die Schwungrädler zuverlässig draufbleiben, weil wenn ich da jetzt mehr Leistung reinpacke oder bessere Motoren reinpacke, das bringt dann nichts. Und eine weitere Stufe macht dann bloß weit. Also erstmal muss ich gucken, dass ich da für die Schwungrädler irgendwie das sauber hinkriege, dass das funktioniert. Ja, macht schon Spaß. Also ich bin einfach begeistert. Also, und da können wir, ich meine, mit den Experimenten, das wollen wir nicht mit dem Blaster machen, weil das Design anpassen, das ist ein bisschen Aufwand. Das war die dann da war eher ein Blaster, ich glaube eher der technisch orientierte Blaster, wo man dann einfach sagen kann, okay, Designanpassung braucht nicht lang, weil das einfach ein bisschen in die Länge gezogen und gut ist. Und das könnte man bei dem Teil das schon machen, den Längenzieher, das ist nicht gegangen. Aber das da oben, das ist dann wieder ein bisschen auch Passerei, bis das alles passt. Und ja. Wobei eigentlich vorne ein bisschen zu kurz ist. Also eigentlich soll er so lang sein, dass man da gescheit halten kann. So, das ist ein bisschen unkomfortabel. Wobei man braucht den auch nicht halten. Also das geht mit einer Hand. Man kann den auch so einem Ellenbogen abstützen. Das geht auch. Braucht man bloß einen zweiten, dass es cool wirkt. Und das Magazin fällt jetzt nicht mehr raus. Das hat jetzt vorher. Ich meine, das wusste ja von vornherein, dass ich vorne auch noch was brauche. Also das ist ein Teil der Magazinschnittstelle. Ist nicht bloß Design, hat auch Funktion, dass das da drüber geht. Ich weiß auch nicht, warum ich die Schraube so weit weggesetzt habe. Die hätte näher nachgehört, also dass die dann vielleicht auch noch da festgehalten wurde. Hey, ja, da lasst ein Abo da machen wir noch viel. Lasst Kommentare da, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr denn selber so sehr wollt, und gucke mal, wann ich dazu komme oder wie wir das umgesetzt kriegen, dann bin ja dann schon auch mal neugierig zu sehen, ob eure Idee auch funktioniert. Also von daher, ja, da kriegen wir was hin. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.